Es ist der 8. Juli 2011. Ein historisches Datum für das legendäre Ohnsorg-Theater in Hamburg. Heute Abend findet hier die allerletzte Aufführung statt. Ein Umzug steht bevor, nicht nur für Heidi Mahler, der Tochter von Heidi Kabel, ein höchst emotionaler Moment. Gänsehaut. Negative Gänsehaut. Also es ist schon hart. Deshalb bin ich ja heute hier, um Abschied zu nehmen. Wollen wir sehen, ob das Neue genauso Anklang findet. Diese Gemütlichkeit geht vielleicht verloren, ja. Das wird größer sein, das andere. Aber schauen wir mal. Ich finde das traurig, muss ich sagen. Aber man muss mit der Zeit gehen, im Wandel der Zeit. Nützt nichts. Rammeldicke voll ist das Haus an diesem Abend mit Fans und treuen Abonnenten, die einen Abschiedsblick auf die kleine Bühne werfen wollen, die deutsche Theatergeschichte geschrieben hat. Für Heidi Kabel und Henry Fahl war diese Bühne jahrzehntelang ein Zuhause. Die bin ich los! Ja, das ist nicht zu sehen. Ja, dann soll sie mich mal ganz schön in den Stall suchen. Die findet mich nicht. Als ich ein Kind war, gab es das Ohnsorg-Theater Samstagabend, Hauptsendezeit. Und man saß vor dem Fernseher. Und ich habe mir das damals sehr gerne angeschaut. Mein Onkel ist ja schön, von der Pension schön. Ich dachte, die Pension heißt Schöller. Sag ich doch schön. Schöner. Mit N, wie Ludwig. Wir müssen wissen, dieser blöde Buchstabe N, der bringt mich gelegentlich in die Bedrungen. Ja, ich sag, da kommt irgendwie, geht der Vorhang auf, die Leute erwartungsfroh, die murmeln vorher. Und dann kommt irgendwie eine Frau in der Kittelschürze mit dem Eimer und brüllt irgendwas. Lass mich los, Mutter! Ich lass mich nicht länger von dir kujonieren. Das geht dich nichts an, was die Herren von mir wollen. Ich lass mir von dir nicht meine Karriere kaputt machen. Du tust was in der Mutter! Die Mutter mit die Mutter! Das Ohnsorg-Theater ist ein Symbol für das traditionelle norddeutsch, niederdeutsch, plattdeutsche Hamburg, so wie es war. Und die heutige Aufgabe des Theaters, irgendwie auch in der Gegenwart und Zukunft anzukommen, ist schwer, aber wird von dem heutigen Ensemble, wie ich finde, sehr gut gemeistert. Mit Elan und Zuversicht beginnt für das Ensemble jetzt eine neue Ära. Nach 75 Jahren fällt mit der finalen Aufführung von Brandstiftung um genau 22 Uhr und 12 Minuten der letzte Vorhang an den großen Bleichen. Der Intendant bittet die Zuschauer um ihre Treue. Wir gehen den Schritt. Kommen Sie mit uns, bleiben Sie uns treu, kommen Sie regelmäßig in die Vorstellung, empfehlen Sie uns weiter, drücken Sie uns die Daumen, dass alles klappt. Ich finde das so toll. Mein Vater hat sich ein Leben lang gewünscht, in ein größeres Haus umzuziehen. Endlich ein eigenes Theater, anstatt da im Hinterhof zu sitzen.
Und er hat ja gekämpft, ehe man überhaupt den Eingang nach vorne gelegt hat. Davor war ja erst noch ein Restaurant, Westergaard Schmidt. Da sah man das Ohnsorg-Theater überhaupt nicht. Und dann gab es eben diesen breiten Eingang. Dann gab es den Eingang wirklich von vorne. Aber sein großer Traum war eigentlich ein eigenes Haus. Und ja, nun soll es sein. 15 Monate vorher am Hachmannplatz in St. Georg, direkt am Hamburger Hauptbahnhof. Im historischen Biberhaus entsteht das neue Ohnsorg-Theater. Ein Haus im Haus soll es werden. Grundsteinlegung. Das Ensemble und die Mitarbeiter des Theaters sind fast geschlossen erschienen. Dazu zahlreiche Prominente und Neugierige. Ich finde es total aufregend. Ich bin aufgeregt wie sonst was, als wenn ich neu bin am Theater und tolle Stimmung. Ich glaube, dass der Umzug dem Theater so viele neue Möglichkeiten bieten wird, auch vielleicht neues Publikum zu erobern, dass es ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, vielleicht für die nächsten 100 Jahre des Ohnsorg-Theaters, zumindest aber für die nächsten 30, denn so lange werden wir mit Sicherheit an diesem Standort sein. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt wird es ernst. Ich darf den Polier der Baustelle vorstellen, Herrn Geigert, der uns jetzt helfen wird, den Grundstein zu versenken. Ich habe vorhin schon gehört, naja, es ist ja keine grüne Wiese, aber das macht nichts. Wir bauen ja das Haus im Haus. Insofern ist eine Grundsteinlegung wirklich mehr als erforderlich und angemessen. Und die Maurer haben einen wunderschönen Grundstein hier aufgebaut. Herzlichen Dank. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir Theaterleute, was machen wir jetzt mit diesem Grundstein? Ganz einfach. Am Theater ist es ja üblich, toi, toi, toi zu sagen. Und ich denke, wir werden jetzt diesen Grundstein einfach dreimal bespucken und dann kann nichts schiefgehen. Heidi Mahler ist da, das ist doch genau ihre Aufgabe. Ein dreifaches toi, toi, toi auf den Grundstein. Ja, klar. Also, poi, poi, poi. Mir gar nix und min Wohl ist stark und dicht. Snack platt, in Hochsommer gar ich gern noch ich denn so spür ich die Hitze nicht. Snack platt, und Frankel erst das Frühjahr den geiler Tierhof her. Und schlimmer stürmt die Wischen stündlich wartet jümmers mehr morg die Klüsen ob. Das Feld wird, die bin ganz fein und das erste Wenn in 1,5 Jahren hier die erste Premiere ob Platt auf der neuen Bühne aufgeführt wird, hoffen alle, dass auch die Aura der Grande Dame des Ohnsorg den Umzug übersteht. Das Vermächtnis Heidi Kabels ist bis heute für viele die Seele dieses Theaters. Sag mal, wollt ihr da stehen bleiben? Wer hätte gedacht, dass ich mein kleines Baby noch mal wiedersehen würde? Und denn so ausgewachsen. Hast dir deine Mutter wohl ein bisschen anders vorgestellt, was? Warum sagst du denn nicht? Ja, dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Hier bist du also aufgewachsen. Vornehm. Edel, edel. Alles picobello. Hm? Die Leute hier müssen nett sein, das sieht man an dir. Aha. Mensch, wenn ich daran denke, wie mir das gegangen ist, wie ich in deinem Alter war. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du, aber das kannst du mir glauben. Freiwillig habe ich dich damals nicht hergegeben. Oh nee. Nee, sie haben dich mir weggenommen. 5 Tage warst du alt und du warst so ein süßes, knackiges Baby. Aber da kommt doch diese Hexe von Aufseherin und sagt, ich wäre moralisch ungeeignet, dich aufzuziehen. Stell dir das mal vor. Moralisch ungeeignet, ich Mensch, da habe ich aber meine Moral gezeigt. Du, das kannst du nicht glauben. Der Humor, der ist wichtig auch, dass man ihn rüberbringt zum Publikum. Denn die haben oft so viel Sorgen und Nöte und so weiter unterwegs, dass sie gern mal lachen, also herzhaft lachen. Und dafür sind wir da. Also war ich mit da. Was ist denn? Wissen Sie schon das Neueste? Die Fliese macht
Heidi Kabel fühlte sich immer für das Ohnsorg-Theater verantwortlich. Sie trennte nie, ich die große Heidi Kabel und da das Ohnsorg-Theater, sondern es war immer Heidi Kabel und Ohnsorg-Theater und Heidi Kabel. Ich weiß, ihr war es damals und auch heute immer wichtig, dass zum Beispiel wir gut verkauft sind. Sie hat mich auch in der späteren Zeit immer gefragt, na, wie ist es verkauft, wie läuft das Stück? Und dann sagte ich, Mensch, Frau Kabel, das läuft gut. Und dann atmete sie tief durch und sagte, ach Gott sei Dank, das freut mich ja. Also sie hat immer das Haus auch zu ihrer Sache gemacht und ich glaube, sie weiß ganz genau, dass Heidi Kabel und das Ohnsorg-Theater wirklich untrennbar miteinander verbunden sind. Als die Sonne unterging, stand er mit ihr am Kai. Als der Mond am Himmel hing, da war er dann so frei. Als es an zu regnen fing, da gab es schon Verdruss, weil er plötzlich weiterging. Allein und ohne Gruß. Scheiße. Das ist unser Möbelfundus, wo all die schönen Dinge, die wir auf der Bühne haben, landen. Der bevorstehende Umzug wirft seine Schatten voraus. Zeit zur Inventur. Kostüm- und Bühnenbildnerin Feli Lavaux-Vricot, eine Ohnsorg-Institution, muss das Ausräumen der Keller vorbereiten. Wir werden nach und nach ein Kellerchen nach dem anderen machen, wobei ich denke, dass das schon eine ziemliche Nachtaktion werden wird. Also es werden schon alle mithelfen müssen, ganz kräftig. Ja. Also ich bin mir sicher, dass dieser Tisch ganz bestimmt schon in einem Stück mitgespielt hat, in dem auch Heidi Kabel schon dran gesessen hat. Hier sind dann Bücher, auch Requisiten und hier sind wir dann schon im Kleiderfundus. Ein Dreivierteljahrhundert Kostüme und Schuhe lagern hier. Wegwerfen fällt schwer. Wir haben auch noch wirklich original Finkenwerder Tracht. Wir haben Polizeiuniformen, wir haben Uniformen vor dem Ersten Weltkrieg, wir haben Pickelhauben. Also das muss man natürlich alles mitnehmen. Alles, was man nie mehr wiederkriegen kann, das muss man alles mitnehmen. 1902 melden sich auf einer Annonce im Hamburgischen Korrespondenten 25 fein gebildete Damen und Herren, mit denen Dr. Richard Ohnsorg, Leiter der öffentlichen Bücherhallen, eine Theatervereinigung gründet. Schon bald werden erste, damals noch hochdeutsche Stücke aufgeführt. Die dramatische Gesellschaft wächst schnell. Angesehene Bürger versuchen sich als Laiendarsteller vor großem Publikum. Ab 1909 erstmals auch auf Platt. Anfang der 20er Jahre erhält die Bühne ihr erstes festes Haus in Wandsbek. Mitte der 30er dann der Umzug in die Großen Bleichen. Das Haus hat Erfolg. Vielleicht, weil Ohnsorg nicht nur hohe Literatur, sondern längst auch Volksschwänke auf die Bühne bringt. Ende der 30er Jahre weht ein kalter Wind durch die Hansestadt. Die Nazis haben die Macht übernommen. Ihnen gefallen Ohnsorgs Komödien, einfach gestrickte Heimatgeschichten passen in ihr Weltbild. Lachen ist gesund und lenkt ab. Mit Kriegsbeginn werden immer mehr Soldatenschwänke aufgeführt. Durchhalteparolen, jetzt auch auf der Ohnsorg-Bühne. Das Ensemble spielt weiter, bis Goebbels 1944 alle Bühnen schließt. In Hamburg wütet der Krieg. Also an Hunger kann man sich irgendwie gewöhnen. Und man kann ja auch man kann immer irgendwas zurechtzaubern. Ich habe sogar Essensachen geklaut, vom Feld her und so weiter, gebe ich ehrlich zu. Aber an Kälte kann man sich nie gewöhnen. Das ist schrecklich. Und das ist das Einzige, also wie der Krieg zu Ende war, da kamen ja die schlimmsten Kältejahre, da habe ich mir geschworen. Also alles will ich will auch hungern, aber nie wieder frieren. Kriegsende. Das Theater in den Großen Bleichen hat die Bombennächte überstanden. Das Haus bekommt einen neuen Intendanten. Richard Ohnsorg steht weiter auf der Bühne. Doch Rudolf Beiswanger ist nun der Chef.
Hilde Six erinnert sich. Es war genau am 6. Oktober 1945. Da wurde hier das Stück Der politische Kannenjäger aufgeführt. Und da habe ich eine kleine winzige Rolle bekommen mit 6 Sätzen. War natürlich so ein bisschen pikiert, dass es nur 6 Sätze waren. Aber Dr. Richard Ohnsorg, der spielte auch mit. Der spielte oft so kleine Chargen, wissen Sie. Und der hatte auch nur 6 Sätze. Und da habe ich gedacht, na ja, wenn er das macht, der kann das auch. 1949 wird Hans Mahler Intendant. Er und die ersten Live-Übertragungen des Nordwestdeutschen Rundfunks machen das Ohnsorg-Theater weit über Hamburg hinaus berühmt. Die Zuschauer zu Hause sind genauso aufgeregt wie die Schauspieler, denn die müssen auf dem Bildschirm Hochdeutsch sprechen. Zuerst haben sie gesagt, also so sprachlich geht das natürlich überhaupt nicht. Plattdeutsch, das geht nicht. Ihr müsst übersetzen. Und ich glaube, da war mein Mann schon Direktor und der wusste nun nicht, sollte er nun die plattdeutsche Sprache vergessen und es übersetzen. Das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten ja die plattdeutsche Sprache wieder in Schwung bringen. Und dann hat mein Vater zu ihm gesagt, weißt du, Nein sagen kannst du nicht. Das ist die größte Gelegenheit des Ohnsorg-Theaters, in den Sender zu kommen. Sei doch erst mal drin. Oh, Captain! Hi, Johnny, wie geht uns das denn? Ach, wenn der Kopfmann oben ist mit den Beinen, da geht es unten noch so ein bisschen. Nee. Die älteste noch erhaltene Fernsehaufzeichnung. Eine Seemannskomödie aus dem alten Hamburg und eine Paraderolle für den legendären Walter Scherau. Zukünftige Frau Kapitän. Na also, Captain, wo kein kann für Malheur. Nee. Alter Seehund. Galten. 3 Cheers für Millie Gross. Das sind noch Seeleute, was will ich? So, nun wollen wir mal vernünftig Verlobung feiern, dass wir nach See gehen. Hol die Gläser, ich hol einen Buddel Wein. Stopp, Captain. Ihre Mannschaft gestattet sich allerseits das Jubelpaar zu ihrem Ehrenfeste ergebenst einladen zu dürfen. Ja, Russland, habt ihr denn auch was zu trinken? No, Kim, ich darf schon mal nichts sagen. Johnny, denk an deine Witwe, ne? Moses, die Gläser? Da. Johnny, du gehst ein. Ich gieß ein. Ja. Das Brautpaar kommt aufs Sofa. Musik haben wir nicht, aber wir lassen den Wecker laufen. Das hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass das Theater so großartig geworden ist. Das haben die zuerst immer mit Walter Scherau verbunden. Nicht? Wenn der durch die Straßen ging, der kam nie richtig zur Hochbahn, der musste nachher immer eine Taxe nehmen, weil die Leute ihn umringt hatten und Autogramme und so weiter. Es war fürs Theater großartig, die Stücke und vor allen Dingen auch er. Siehst du, Breyer, das ist der Charakterunterschied, ne? Ihr Zöllners und Sünders, ihr seid ja von Natur aus so ein bisschen betätigt. Aber was ich bin, ich halte das mehr mit dem schönen Spruch aus der Bibel. Wer ehrlich durchs Leben kommen will, der muss sich immer noch so ein bisschen dazu schummeln. Das ist wohl immer noch das typische Ohnsorg-Stück, Volkstheater, ganz nah am Publikum. Nicht die Sprache dann natürlich. Sie wissen sicherlich auch, also überall, wo Dialekttheater gesprochen wird, wie haben wir eine Sprache, das ist ja ganz wichtig, dass man das sagt, diese plattdeutsche Sprache. Aber Dialekttheater ist meistens mit Volkstheater verbunden. Und dann finden die Leute sich unten im Parkett alle wieder, was wir da, das ist meine Tante, oh ja, genauso wie mein Onkel. Und diese Sachen, das ist Volkstheater. Ich hab den Glaser allang nichts zu verdienen gegeben, ne? Sag mal, du bist aber bloß so ein Kaputtmacher bewählt, was? Hab ja noch keine Scheibe kaputt gemacht, na also. Nee, ich ging doch mit meinen Spaten so an die Hausmauer längs. Ja. Hinter mir, da watschelt die alte Bernbach, die rutscht ja wohl aus, die schreit auf, ich dreh mir um. Oh. Ja, und dann war die Scheibe kaputt. Was ist das überhaupt für eine neue Mode, mit dem dreckigen Spaten in die Stube reinzukommen? Was? Komm doch mal mit.
Ich wollte euch das doch bloß mal erzählen, wo ans das mit der Scheibe zugegangen ist, ne? So. Er vergaß seinen Text und lachte dann. Und die Leute dachten, das gehört dazu. Und dann hat jeder auf der Bühne versucht, ihn wieder reinzubringen. Ich weiß, ich habe das einmal gehabt, da wusste er nicht weiter. Er soll zu mir sagen, du hast das. Und ich habe immer so gemacht, so. Und dann wusste er, fußdick achter die Ohren. Und so musste man ihm das plastisch darbringen. Aber das durften die Leute ja nun nicht merken. Das Publikum durfte es nicht wissen. Aber die haben sich über ihn so amüsiert, auch wenn sie merken, er konnte nicht weiter. Das fanden sie so herrlich. Also er war ein ganz ausgesprochener Liebling des Publikums. Sollen die was erleben, diese Brüder? Sollen die was erleben? Ah, ich sehe aus wie Ramses der 23. Da haben sie mich hier eingewickelt wie so eine Mumie. Die werden ja Augen machen, diese Brüder. Wo ist das Ende? Eben das. Wenn der aus den Verbänden da aufsteigt, das ist ja das ist wirklich ein Kabinettstück, was er da macht, ne? So wie er das treibt. Da. Und der haut unheimlich drauf, aber das kommt rüber. Ja, das ist war überhaupt ja so witzig. Ja. Das ganze Stück war witzig. Ja. Da kann ich noch, erinnere ich, Heidi Kabel, nicht mal. Wir trugen so einen ganz schweren Wäschekorb, ja. Der war ganz leer, aber wir taten. Und sie schimpfte mit mir, weil ich so faul war. Und auf der Bühne guckt sie mich an, ich guck sie an, wir lachen. Ja. Wir lachen wie die Verrückten. Tja, also wir gehen wieder abseits, nochmal in den Wäschekorb. Ernst, bitte ernst, hat sie noch gesagt. Wir stehen wieder auf der Bühne, wir lachen. Ja. Onkel Henry denkt, er will retten, was zu retten ist, tritt auf, sieht uns beide, setzt sich auf den Stuhl, schüttet sich vor Lachen. Da musste der Vorhang fallen. Herr Mahler hatte Abendregie, ging raus und entschuldigte sich und sagte, es wären die Nerven seiner Darsteller. Ja. Na, was hältst du denn auf mit Ruffeln? Ich muss immer an Opa denken. Wenn ihm nun was passiert ist, dann haben wir doch die Schuld. Das ist eine Sünde, so einen alten Mann auszunützen. Die Sünde nimmt uns niemand wieder ab. Heul nicht ruffeln! Dass du so gleichgültig sein kannst. Du meinst, mir geht das nicht an die Nieren? Ich kann mich aber beherrschen. Eine Milieustudie der frühen 60er Jahre. Das Ohnsorg-Theater am Puls der Zeit. Auch der Neubau ist ein Tribut an die heutigen aktuellen Bedürfnisse des Theateralltags. Hier wird das Ohnsorg nach dem Umzug viel mehr Platz und optimale technische Voraussetzungen vorfinden. Zwischen diesen beiden Stützen wird sich später das Bühnenportal ungefähr befinden. Das heißt, wenn wir in diese Richtung gucken, blicken wir später wie die Schauspieler in den Saal rein. Nur, dass wir jetzt halt im ersten OG stehen und später ja die Bühne eine Etage tiefer sein wird. Das Besondere ist die Größe der Aufgabe, die umfassenden Aufgaben auch im Zusammenhang mit Technik, gestalterischer Anspruch. Und hier natürlich jetzt beim Ohnsorg-Theater, dass das als Theater in ein Gebäude gesetzt wird, das eigentlich für so eine Nutzung nie vorgesehen war. Das ist natürlich nochmal eine besondere Herausforderung, in diesem historischen Gebäude dieses neue Theater unterzubringen. Und so entsteht hier eine nagelneue Spielstätte für die plattdeutschen Klassiker der Zukunft. Guten Morgen, Herr Brummer. Na, haben Sie ausgeschlafen? Ja. Ach, Herr Brummer.
Brummer, ich wollte Sie nur fragen, ob ich vielleicht für Sie die Treppe mitmachen soll. Ich meine nicht, dass ich mich aufdrängen will, aber Sie können sich als Mann ja nun nicht gut herstellen und hier die Treppe machen, nicht? Und mir macht das wirklich nichts aus. Ach, das ist aber sehr nett von Ihnen, Frau Boll. Ich will das ja auch gern bezahlen, nicht? Herr Brummer, das sollen Sie doch nicht bezahlen. Das tue ich doch gern, das ist doch sozusagen Nachbarspflicht, Ach, ne? das ist aber sehr freundlich. Ja. Dann brauche ich mir wenigstens von Frau Knob keine Vorhaltung machen zu lassen, nicht? Geht der Krach darum? Ja, ich meine, ich habe so ein bisschen gehört, aber ich habe das ja nicht alles mitgekriegt. Na, wissen Sie, die hat das ja gerade nötig, sich aufzuregen. Na ja. Stellen Sie sich mal vor, will ich eben in die Waschküche nebenbei, wenn ich für Sie ein paar Stücken mit auswaschen soll, tue ich gern. Hat die doch noch nicht die Waschküche sauber. Und dann will die sich aufregen, dass Sie die Treppe nicht gemacht haben. Also was gibt es doch für Leute? Eine Meta Bold in Tratsch im Treppenhaus, die Schludertante, die ist natürlich klasse, weil die Leute so eine Figur lieben, sich amüsieren über so eine Figur, aber auch bestimmte Handlungselemente wiedererkennen, weil jeder kennt irgendwie eine Nachbarin, die tratscht oder falsches Zeugnis ablegt. Und das macht den Reiz eben dann des Klassikers aus, das Wiederentdecken und dass sich die Authentizität, die eben aus solchen Figuren heraussprüht und das Publikum mit auf eine schöne Theaterreise nimmt. Haben Sie schon gehört? Sie soll ja nur aus der Wohnung raus. Wer denn? Na, wegen dem Untermieter doch. Ist ja auch nicht mehr als recht und billig. Wo kämen wir wohin, wenn hier jeder tun und lassen könnte, was er wollte, ne? Ach, na, das hätte doch nun nicht nötig getan, ihr gleich die Wohnung zu kündigen. Ich meine, Frau Knob ist doch sonst eine ganz nette Person. Herr Brummer, ich bitte Sie. Sie haben doch schließlich die Last davon, ne? Hören Sie sich das an. Also ist das nicht unerhört, sowas? Wo das hier so hellhörig ist im Haus, nicht? Also ich hab neulich mal gelesen, das ist viel zu langsam, nicht? Ich hab mal gelesen, dass da einer verknackt worden ist, weil er das Radio so laut angestellt hat. Natürlich ist meine Mutter da die Beste, die man sich nur vorstellen kann. Die ist in jeder Nuance so durchdacht, echt und witzig und also zum Knuddeln. Also wie die mit Henry Fahl, das läuft ja alles so unter dem Text, wenn sie dann sich so wiegen in der Musik und sie sagt dann plötzlich, oh Gott, das ist ja gar nicht schnell genug. Das läuft alles so nebeneinander und das macht sie perfekt. Das ist so toll, wenn sie immer so rauf und runter geht mit Frau Rapper, wenn die denn das Geländer putzt und sie bückt sich immer mit ihr und sagt sie, da noch. Haben Sie schon gehört? Gallis hier unten haben ja nur auch einen Fernseher. So? Ja, ich glaub das wenigstens. Sie kriegen nämlich jeden Abend Besuch. Ich möchte bloß mal wissen, wie die das machen. Ich meine, so viel verdient er ja auch nicht an der Straßenbahn, ne? Das muss er sich doch schon vom Essen absparen. Das kann mir das doch nicht denken. Das geht mich nichts an. Ich kümmere mich nicht um andere Leute. Nee, tue ich ja auch nicht. Aber wundern muss ich mich ja doch. Na, er soll das ja mit den Fahrscheinen nicht so genau nehmen. Da. Besuch im Architekturbüro. In regelmäßigen Abständen bestimmt Ohnsorg-Intendant Seeler hier die Feinheiten des neuen Theaters. Stoffe, Farben, Fußböden. Also wie Terrazzo. Terrazzo ist ähnlich. Weil es soll ja nicht so eine pechschwarze Fläche sein, sondern man hat schöne Sprenkel. Ja. Das heißt, wir haben den Gussasphalt, diese Terrazzo-Oberfläche praktisch im gesamten EG-Foyer. Einschließlich Gastronomie. Richtig. Richtig. Und läuft mit glatt als eine Fläche durch, nicht als Fliesen, sondern... Ja. Kommt aus dem Straßenbelag. Ja. Straßenbelag ist nachher Graubeton. Dann kommt... Und wir haben auch nicht das Problem also wenn Leute mit nassen Füßen reinkommen, nassen Schuhen, dass man rutscht oder die so. Sauerlaufzone. Nicht meinetwegen eine Rutschfestigkeit. Nee. Intendant Seeler darf viel entscheiden. Für uns wichtig, es soll ja auch Ohnsorg-Theater bleiben. Es soll nicht irgendwie ein Designobjekt werden, sondern die Zuschauer sollen nachher reinkommen und sagen, oh ja, es ist neu, aber es ist trotzdem, erinnert es mich an das Ohnsorg-Theater und es strahlt Ohnsorg-Theater aus. Eben das Ohnsorg-Theater, das sich seit über 100 Jahren in die Herzen des Publikums gespielt hat.
Kaum eine norddeutsche Bühne hat eine stärkere Persönlichkeit, einen eindeutigeren Charakter als diese. Johnny, mein guter Junge, bist du? In der Büchs. Komm, da steht doch mal schnell durch. Mal durch nach meinem Bräutigam. Johnny, was habe ich für Angst um dich ausgestanden, du? Jo, warum denn, mein Dirn? Hast du Madame und ihre Puppen gut abgeliefert? Ja, ich bin aber gleich wieder weggelaufen vom Zirkus. Gott sei Dank, du bist noch da. Du kommst aber auch nicht weg, Johnny. Du willst ja auch nicht nach See. Ja. Sag doch nee, Johnny. Natürlich geht Johnny mit. Ja, Antje. Wir brauchen doch eine Galionsfigur. Hilde Six war natürlich eine Figur, wo man sagt, also wenn Hilde gut drauf war, unüberbietbar. Es ist wirklich traumhaft. Diese kleine, kesse, freche, kleine Person, die einem also immer irgendwie so nassen Lappen um die Ohren schlug, wenn es denn notwendig war, oder auch diesen Schalk im Nacken und dieses Schlitzohrige dabei, das war schon eine ganz tolle. Quarkbüdels ihr! Los, Jens! Mehr Butter, mehr Fisch. Hallo, hallo, so reite, so reite, hallo, hallo, Ab 1968 überträgt der NDR die Aufzeichnungen aus dem Ohnsorg-Theater in Farbe. Wieder aus. Der hat ja wohl die ganze Nacht mit Steven im Bett gelegen. Ja, muss mal Sag mal, seit wann stotterst du denn? Na, seit nu. Aber das ist ja auch alles nicht so einfach, ist das ja nicht. Nee. Ja, wieso, was ist denn nicht einfach? Dann red doch. Ja, wenn du mich mal reden lässt überhaupt. Also hör mal, ich sag doch gar Nur nichts. die ganze Zeit sagst du was. Also nun mal los, ich hab keine Zeit. Ah, du werd nicht so ärgerlich, da kann ich überhaupt nichts mehr sagen. Heidi Kabel und Henry Wahl waren ja ein kongeniales Paar. Also ein besseres Bühnenpaar kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und die beiden haben den Ruhm und des Ohnsorg-Theaters wirklich begründet. Und wenn man von Ohnsorg-Schauspielern, von Ohnsorg-Stars spricht, dann spricht man von Heidi Kabel und Henry Wahl, die wirklich also ganz tolle Sachen hier gemacht haben. Eine der besonders eindrucksvollen Szenen, die das Publikum immer zu Begeisterungsstürmen wirklich animiert haben, ist in Verteufelte Zeiten, wenn Henry Wahl als Knecht der Magd Trine, glaube ich, heißt sie, oder Stine, einen Heiratsantrag macht und mit Anlauf auf die Knie fällt und ihr dann gezwungenermaßen den Antrag macht. Also eine wunderbare Szene, die man immer wieder im Fernsehen gerne sieht und die wirklich für das Ohnsorg-Theater steht. Meine liebe Taline, wir haben nur also die ganzen Jahre immer in treuer Pflichterfüllung zusammen unsere Arbeit gemacht. Nicht? Wir haben gute Tage dabei gehabt und wir haben aber auch mal Not und Kummer gehabt. Nicht? Und die ganzen Jahre, da wollte ich dich schon immer mal was fragen. Aber die Wörter, die sind mir nicht mehr herausgekommen. So und was. Aber heute an so einem schönen Tag, nicht? Wo die Sonne, die singt, nee, die nicht, sie singt. Die Sonne scheint und die Vöglein, die singen, nicht? Und die mit ihren Eiern wühlen sie in den Nestern rum. Ach, nee, Also sag mal, Jan, willst du mir hier eine Festrede halten? Du, das kannst du jetzt Ach, Taline, du lauf doch nicht weg. Ich hab dir doch noch gar nicht gesagt, was ich dich fragen will, Taline. Was fragen willst du mich was? Ja, und dann schnackst du so einen Tünkram. Ja, du... Ja, was ist denn Du nun? machst mir das aber auch sauer, Taline.
Also ich wollte dich immer mal fragen, ob wir beide nicht, also unsere Plünnen, dass wir die zusammen... Moment. Karline, willst du meine Frau werden? Das Ohnsorg ist Kult. Anfang der 60er Jahre etabliert sich die kleine Bühne an den Großen Bleichen als feste Instanz in der deutschen Theaterlandschaft. Kaum ein regionales Theater erfreut sich so großer Beliebtheit wie dieses. 1967, Henry Fahl wird 70. Mit viel Trara und kleinem Blasorchester empfängt ihn ganz Hamburg am Ohnsorg-Theater, seiner Bühne, auf deren Brettern er als sehr spätes Nachwuchstalent mit über 60 Jahren zum Hamburger Original wurde. Seit 1957 ist Fahl hier engagiert und durch die Fernsehausstrahlung der Ohnsorg-Stücke zum heißgeliebten Oper der Nation geworden. Wenn die Jugend vergeht und wenn man älter wird, ist das Leben noch lange nicht vorbei. Glaube nicht, dass das Herz darum auch kälter wird. Es schlägt genau wie einst im Mai. Man ist so jung, wie man sich fühlt, solange man ab und zu noch mit dem Feuer spielt. Das ist ja grad das Wunderbare, das sind ja gerade die schönsten Jahre. Es ist bestimmt das einzig Wahre. Man ist so jung, wie man sich fühlt. Komm, Vater, ich helfe dir doch. Ja, es wird aber auch Zeit. Ihr hättet ja aber auch warten können mit dem Essen, nicht? Wir haben lange genug gewartet. Namen, Schwiegervater. Was, schon wieder 2 Sorten Marmeladen auf dem Tisch? Und dann auch noch Zucker dazu? Ihr habt wohl das große Los gewonnen. Komm, Vater, hier ist ein schöner Pfannkuchen. So. Das hätte mich auch nicht. Der ist ja eiskalt. Mach ihn warm, Anna. Ich sag Namen, Schwiegervater. Ihr hättet aber auch warten können, bis ich komme, nicht? Ihr braucht ja nicht immer so gierig zu sein aufs Fressen, nicht? Beim Sniedernörich kriegten wir alle Pfannkuchen zu essen. Und diese Pfannkuchen haben Edgar und ich mit großem Appetit gegessen. Wir haben dann das fertiggebracht, in der Zeit sogar 2 Pfannkuchen zu essen, was nicht vorgesehen war. Aber es lag ja so ein ganzer Stapel da. Also unsere Requisiteuse, die hat die wunderbar gemacht. Das duftete immer aus diesem Requisitenraum raus. Es war lecker. Wir stürzen uns also drauf. Und Henry Fahl, der den Sniedernörich spielte, der kriegte ja auch einen. Und den musste er ausspucken, weil er zu kalt war. Dann kriegte er einen neuen, den musste er auch ausspucken, weil er zu heiß war. Der war so sauer, weil der so unbedingt so einen Pfannkuchen essen wollte, weil die so lecker waren. So, Vater, ich hab dir schnell einen frischen gemacht, dass du auch ganz zufrieden bist. Ja. Schön knusprig ist er. Wollt ihr mir den Hals verbrennen? Ist ja feuerheiß. Ja, Feuer ist kein Eisbeutel. Kühl ihn ab, Anna. Macht der Alte das nicht eiskalt, kann er das schon mal feuerheiß kriegen, nicht? Wollt ihr mich mit Gewalt unter die Erde ärgern? Was habt ihr da denn wieder für ein Band hingeschmissen? Als wenn das eins nichts kosten tut. Wenn's ans Aufhängen geht, findet sich wohl immer noch ein Stück Tau. Ja. Just so vor. So, Vater. Ja. Nur ist aber wohl gut. Ja. Mal hier.
So, nun weg mich hier mal. Na, schau, ich will auch was mit dir. Ja, kann ich nicht. Also eine Aashaar für dich und Aas für dich. Ist schon wieder eiskalt. Esst euren Pfannkuchen allein. Ich bin schon satt. Höhepunkte des Ohnsorg-Theaters. Und der Neubau wächst und gedeiht. Moin, Herr Heidmann, das ist ja schön. Herr Seeler. Sonne scheint. Ja. Unser Bau schreitet voran. Bestes Hamburger Wetter. Klasse, schön, dass Sie Genau. Zeit haben. Dann wollen wir mal gucken. Ja, Sie haben ja einen Helm mit. Ich habe meinen leider im Auto liegen lassen. Kein Problem. Für Besucher sind wir immer gesammelt. Supi. Dann wollen wir mal loslegen. Ja, zeige ich Ihnen mal Ihr neues Haus. Ja. So weit, wie Wir können es schon jetzt fast steht. einziehen. Ja, ganz so weit sind wir nicht, aber... Ja, Mensch, das sieht ja schon toll aus. Ja. Also vielleicht nur noch mal zur Orientierung. Man sieht ja jetzt schon ganz schön das Foyer. Das ist jetzt unser Erdgeschossfoyer. Genau, hier ist das Erdgeschossfoyer. Hier geht ja später dann die Freitreppe ins erste Geht nach Obergeschoss. oben, genau. Da haben wir jetzt die Transportöffnung für die Bauzeit. Ja. Die wir halt nutzen. Das ist schon mal der erste Vorgriff. Genau, und ganz am Gehen wir Ende weiter durch Richtung Theatercafé, ne? Richtung Theatercafé, genau. Über 1,5 Jahre dauern die Bauarbeiten, an deren Ende hier das neue Theater seine Pforten öffnen wird. Nein, es ist aber wirklich erstaunlich, wie breit das Foyer wird. Wissen Sie, was das Tollste ist? Das Ohnsorg-Theater hat jetzt seit 75 Jahren ein Säulenproblem auf der Bühne, im Zuschauerraum. Und wir werden dieses Problem ein für alle Mal mit dem Neubau gelöst haben. Das heißt, die Zuschauer haben beste Sicht von allen Plätzen. Es ist keine Säule im Weg. Und auch die Schauspieler müssen nicht um irgendwelche Säulen rumspielen. Das ist ein Riesengewinn für das Haus. Ganz toll. 15 Millionen Euro werden investiert, um in Kürze hier am neuen Standort an die großen Ohnsorg-Erfolge vergangener Jahrzehnte anzuknüpfen. Besonders für die zahlreichen Fans und treuen Abonnenten, die das Theater aus Tradition und Überzeugung unterstützen. Es gibt etliche Stücke, die ich richtig gerne mag. Aber eine Erinnerung, eine etwas skurrile Erinnerung, die ist mir jetzt neulich im Schlaf wieder eingefallen, war die Kortenleger, die Kartenlegerin. Muss es gewesen sein, denn in dem Stück spielt Willi Millowitsch mit. Und den Namen hörte ich wohl damals zum ersten Mal. Ich muss ungefähr 7 gewesen sein, glaube ich. Und es gab damals noch Programmmoderatorinnen. Und diese Frau sagte, also nun sehen Sie eine Aufzeichnung aus dem Ohnsorg-Theater in Hamburg mit Heidi Kabel und Willi Millowitsch. Und ich fand diesen Namen so witzig, dass ich raus bin in den Garten von unseren Nachbarn, da waren meine Eltern zum Grillen, und habe gesagt, es gibt im Fernsehen ein Stück mit einem Willi Millowitsch. Oh. Setzen Sie sich. Danke. Nur wieder. Herr Wachmeister, sind die Zeugen da? Jawohl, Herr Amtsrichter, die 3 Zeugen sind erschienen. Na ja, da kann es ja losgehen, ne? Na, kommen Sie mal her. Stellen Sie sich mal hier hin. Gern, Herr Präsident. Die Bezeichnung Amtsrichter genügt schon. Och, ich habe es ja auch mal bloß gut gemeint. Ja. Also, Sie sind die verwitwete Ehefrau Wilhelmine Pauline Dorothea Lührs, geboren am 10.06.1903, wohnhaft Hamburg 36, Kaffermacherei 10. Sie sind bisher unbestraft. Oh, ich möchte das ja auch gern bleiben, geehrter Herr Amtsrichter, nicht? Ja, das wird ja die Verhandlung mal erst ergeben, ne? Ja. Haben Sie einen Anwalt genommen? Anwalt? Oh, Sie meinen Verteidiger? Ja. Och, nee, wozu? Den brauchen doch bloß die Leute, die das nötig haben, das ist über der Unterschied drin, ne? Oh nein, Entschuldigung, ich meine, dass er Sie wieder aus der Das ist ein tolles Stück und eine tolle Paraderolle für eine Frau um die 60, weil sie eben zeigen kann, wie sie wirklich allen eine lange Nase dreht und sich immer wieder winden muss, aus ihren ganzen Lügengeschichten rauszukommen. Eine spannende Geschichte. Herr Amtsrichter,
Das ist ja mal bloß mein Neffe. Er hat ja keine Eltern mehr. Ja. Ich muss ihn immer so ein bisschen bemuttern, nicht? Viele, lass es heulen nach. Und wisst ihr, die Tränen gefälligst nicht mit der Mütze ab. Das ist Staatseigentum. Herr Amtsrichter, Sie meinen eben, was ich dazu zu sagen habe. Was ich dazu zu sagen habe, aber wie soll ich als einfache Frau nur wissen, was das mit diesem Paragraphen auf sich hat? Naja, der Paragraph, das ist der Paragraph, der sich mit Betrug befasst. Ja. Kartenlegen, Wahrsagen, Hexen, Wahrsagen aus Kaffeesatz, Hellsehen, Gesundbeten und so weiter und so weiter. Ne? Aha, so. Bitte? Ja. Das Fernsehen war damals ja ein neues Medium und alle Leute guckten Fernsehen. Und es wurden Stars geboren durch das Fernsehen, wie eben Heidi Kabel und Henry Fahl, weil die Leute Fernsehen guckten. Es gab, wie gesagt, nur das eine Programm und damals hatte man Einschaltquoten, wenn Ohnsorg-Theater ausgestrahlt wurde, von 80 oder 90%, was heute undenkbar wäre. Und so wurden diese wunderbaren Schauspieler überregional zu Stars. Die 60er sind die goldene Ära des Ohnsorg-Theaters. Alle bedeutenden Medienpreise werden der Niederdeutschen Bühne in diesen Jahren verliehen. Die Hamburger Schauspieler stehen in der allerersten Reihe. Allen voran Heidi Kabel und Henry Fahl, die das Theater und sein herausragendes Ensemble in der Glitzerwelt vertreten. Ich habe als kleines Mädchen im Fernsehen Ohnsorg-Theater geguckt, zusammen mit meiner Familie. Habe Heidi Mahler und Jürgen Puch bewundert und Jürgen Puch sehr sexy gefunden als 10-Jährige oder so. Und als ich dann, ich glaube, 87 ans Haus kam und Jürgen Puch leibhaftig kennenlernte und der mit seiner erotischen Stimme hinter mir stand und in mein Ohr pustete irgendwie, hallo, bist du die Neue? Das fand ich schon tierisch. Da hat sich so ein kleiner Kreis geschlossen, das war sehr aufregend. Was ich noch sagen wollte, ich bin Johnny. Johnny Tedens. Hab ich mir gedacht. Tag, Herr Tedens. Karl hat mir schon von ihrem Zuhause erzählt. Darf ich bleiben? Bei Onkel Und hör mal auf zu weinen, nicht? Du sollst sehen, wir sind hier ganz vergnügte Leute, ja. Hier wirst du wieder aufleben. Vielen Dank auch, Herr Tedens. Ach, sag mal bloß Johnny. Onkel Johnny zu mir, ne? Ah, Fräulein Marien, sind Sie schon wieder da? Das ging ja schnell. Dankeschön. Oh, nichts zu danken. Ja, bitte, Frau Käseler. Ja, nur ist gut, Frau Käseler. Na? Neben dem Ohnsorg-Theater-Ensemble, dem festen Ensemble, gab es auch immer wieder Gäste und Stargäste, die sehr gerne im Ohnsorg-Theater aufgetreten sind. Also zum Beispiel Willy Milovic im Rahmen eines Fernsehjubiläums. Dann war zu Gast Helga Feddersen im möblierten Herrn. Wunderbar, als wirklich geniales Pärchen, gemeinsam mit Hanno Thurau, der in diesem köstlich karierten Jackett die Treppe hocheilt und die Nachbarn gucken etwas kariert. Oh Gott, was kommt denn da für ein Gestell die Treppe rauf? Guten Morgen, die Damen. Was war denn das für ein komischer Kauz? Der sah ja aus, als ob er aus dem Panoptikum aussieht. Ja, tatsächlich. Dass sowas überhaupt frei rumlaufen darf. Der Bau im Bieberhaus schreitet voran. Noch 8 Monate bis zur Eröffnung.
Zeit für eine Baustellenbegehung mit dem gesamten Ensemble des Ohnsorg-Theaters, das sich vor Ort einen Eindruck seiner neuen Spielstätte verschaffen soll. Also herzlich willkommen zu unserer heutigen kleinen Baustellenführung. Wir gehen gleich rein ins Foyer. Das wird ja hier der zukünftige Ohnsorg-Theater Haupteingang. Wir gehen gleich ins Foyer. Herr Heidmann wird dann die Führung übernehmen und auch ein paar Sicherheitshinweise geben. Denn es ist eine Baustelle, es liegt sehr viel auf den Böden. Und man muss bitte sehr aufpassen, wo man hintritt. Wir haben zwar alle den Helm auf, aber dennoch gucken, dass sich keiner verletzt. Das wäre gerade äußerst ungünstig in der jetzigen Situation. Das neue Theater wird nach Fertigstellung 414 Plätze haben und neben dem Parkett auch einen Rang bekommen. Die Bühne mit einer Höhe von 4,70 Meter ist beinahe doppelt so hoch wie die des alten Theaters und wird eine Vielfalt an neuen Möglichkeiten bieten. Jetzt steht man das erste Mal drin. Und das ist unheimlich aufregend, finde ich. Man merkt, finde ich, auch, dass alle Kollegen so ein bisschen aufgeregt sind, weil alle machen irgendwie Witze, überall wird gelacht und gestaunt. Also gerade wir, die wir aus dem kleinen Ohnsorg-Theater kommen, finden hier alles plötzlich riesig. Der Zuschauerraum ist allerdings klein und gemütlich. Und das finde ich ganz wichtig, auch für die Zuschauer, dass die wissen, diese Gemütlichkeit des Hauses bleibt erhalten. Aber so für uns Garderoben, Foyer, all die Dinge, die einfach bisher ein bisschen klein geraten waren, sie sehen hier unglaublich großzügig aus. Weltstadtmäßig, richtig toll, hier direkt am Hauptbahnhof. Ich bin begeistert und ich habe einen Nagel geklaut. Und wenn jetzt der Bau zusammenbricht, dann liegt das vielleicht an dem Nagel. Na, ich will es nicht hoffen. Aber ein kleines Souvenir muss ja sein. Das kleine, gemütliche Haus in den Großen Bleichen hat ein Dreivierteljahrhundert dem Ohnsorg als Spielstätte gedient und den Charakter des Theaters mitgeprägt. Große Dinge hat die winzige Bühne vollbracht. Och, mein Lüttensäuten Schickbüttel, du. Eben hast du noch gesagt, du willst nichts mehr von mir wissen und jetzt redest du schon von silberner Hochzeit. Und du, graude Slave, tu nu was. Ja. Und steh hier nicht so rum, hörst du? Ja, das will ich auch. Ich soll mir bloß eine Kellnerjacke verpassen lassen in dem Plünnladen weiter links. Ja, doch, dann zu. Ja. Los. Du, Adrian. Ja. Aber so eine auf Taille, was das heißt? Auf Taille. Es gab damals dieses Ensemble um Heidi Kabel, Henry Fahl herum für die Fernsehinszenierung. Und ich war ja noch sehr neu im Theater. Dazu gehörte ich noch nicht so generell. Das war ja Heidi Mahler zu der Zeit, die mit ihrer Mutter spielte. Aber da hatte ich einmal das Glück, in dieses Ensemble hineinzukommen. Das war wunderbar. Es ist bis heute mein liebstes Stück und meine liebste Fernsehaufzeichnung. Aber du denkst wohl auch, ich hab ordentlich einen auf der Kiste, was? Ich glaube, der geht in diese hier nicht mehr rein. Nee, das soll er auch nicht, den will ich ja hier behalten. Du, ich hab mich mit meiner Alten verkracht. Oh, hau. Mein Mann, der fährt zur See mit dem Kinderwagen auf der Elbchaussee. Was nun? Was ist denn mit dir los? Wirst du nun tun oder bin ich das, wa? Es wird getrunken, aber ja nicht in jedem Stück. Und immer wenn es dann mal wieder eins ist, was so besonders mit Flasche und kleinem Kornglas geht, dann sagen wir, ach, die müssen ja schon wieder saufen auf der Bühne. Dabei war das nicht so verdichtet, dass man sagen konnte, jedes Stück wurde gesoffen. Nicht? Annemarie! Hallöchen! Wir sind ja so lustig! Mann, Jochen, du bist ja dumm! Ja, was du meinst, Bertha. Das ist aber
zu doll. Wie kannst du dich einfach so besaufen? Wenn ich einen Buddel Köln hab, dann kann ich das. muss nicht, Berner, muss ich nicht, kann ich nicht abnehmen. Und so ein Vertrag, der muss doch auch begossen werden. Ist das nicht so, Toppi? Klar, Jogi. Sonst taucht der Vertrag nicht. Das ist diese Ehefrau, die immer es besser weiß und vielleicht weiß sie es auch wirklich besser und der Mann ist so ein bisschen bregenklöderig, also so ein bisschen langsam und wenn sie irgendwas sagt, dann ist er genervt und sagt immer, ja, damit sie ruhig ist, as du meinst, Bertha, also okay, ja, wie du das meinst, ist ja schon gut, also nach dem Motto, aber lass mich lieber in Ruhe, hast du meinst, Bertha. Und ich erinnere mich, wenn es hier gespielt wird, dass die Leute im Publikum das mitreden. Wenn diese Stelle kommt, die reden diesen Satz mit. Ja, du, nur hat der alte Quarkbüdel sich doch noch zur Ruhe begeben. Ja. Wann kommt der Notar denn? Jo, gegen 4 wollte er hier sein. Gegen 4? Ja. Ja, das ist noch eine ganze Stunde hin. Dann kann ich ja noch eben den Braun von der Weide holen, ne? Nee, du bleibst hier, dass du zur Hand bist, wenn der Notar kommt. Ach, du meinst, Bertha. Und das sag ich dir, dass du nachher dann nicht gegen anquatschst, was ich sag. 5 Jahre bin ich den Alten um Bart gegangen. Hab ihn gehegt und gepflegt wie ein Wickelkind. Bloß, dass du endlich Herr auf dem Hof wärst. Du, nun mach mir das nicht kaputt, wo ich ihn endlich so weit hab. Hörst du? Ach, du meinst, Bertha. Na ja, dann komm. Wir wollen den Alten noch eine Viertelstunde schlafen lassen, damit er nachher auch mal gnädig ist. Ach, du meinst, Bertha. Es gab ja eine schöne Tradition, das ist ja heute teilweise auch noch so, dass einmal in der Spielzeit was mit Musik kommt. Also ob Führer hieß, ob es Operette, irgendwann nannte man es Musical. Hier nannte man es natürlich auch Musical. Der schönste Mann von der Reeperbahn. Text von Heinz Wunderlich. Und ich hatte das Glück, mit Heinz Wunderlich mal zusammen zu arbeiten. Heinz Wunderlich wurde immer verwechselt mit dem Sänger Heinz Wunderlich und dem Musiker Heinz Wunderlich. Er war Arzt. Schönste Mann von der Reeperbahn ist rabenschwarz und ein Steuermann mit Augen lang wie der Sonnenschein auf den verhallenen Mädchenlein. Und fährt er dann wieder aufs Meer, dann trauert manch Herz hinterher. Man winkt doch herüber vom Kai, jedoch es ist alles vorbei. Der schönste Mann von der Reeperbahn ist rabenschwarz und ein Steuermann mit Augenblank wie der Sonnenschein auf dem verhallenen Mädchenlein. Ja, Endlich? Charmant, charmant. Wo ist Bessie? Die ist noch in ihrer Firma. Die kommt später. Ach, Sie sind also die sogenannte Büdlerin, nein? Ja, ich bin so frei, Frau Madame Konsul. Sie können mich ruhig Willi nennen. Ah, freut mich, Sie kennenzulernen, Willi. Ja? Aber wo ist meine Schwester? Ja, die steht unten für mich hinterm Ladentisch. Ja, weil ich für sie Butler spiele. Sie... Oh, je comprends, ich verstehe. Ja. Ach, ich war so lange nicht mehr... Bitte. Danke, ach so. Nicht mehr in Hamburg, ich habe was ganz vergessen in der Sprache. dann sind Sie auch nie eine waschechte Hamburger Deren gewesen. Ach, das lebt sich, Allwetter, mon ami. Die alten Stücke funktionieren noch sehr gut, weil die Menschen sich freuen, ein Stück Geschichte zu sehen. Und weil diese Geschichten ja alle auf den Grundfesten des menschlichen Zusammenlebens beruhen, auf Hass, Liebe, Treue, Verrat. Und das hat sich ja alles nicht geändert. Und daran hat man nach wie vor als Zuschauer immer noch Spaß und Freude, sich das anzusehen. Und das dann noch in einem Kontext von alten Kostümen, einem schönen Bühnenbild, das eine alte Zeit zurückführt, das macht den Menschen viel Freude. Ach, da sitzt sie ja, die Oma.
Tag, Oma. Ach, mein Selma. Na, wie geht uns das denn? Oh, danke, Selma. Mir geht das gut. Ja, solange ich noch nicht selber merke, dass ich schon tüdelig bin, macht mir das Leben noch Spaß, ne? Wie schön, Oma. Ja, hier habe ich dir einen Pott mitgebracht für deine Fensterbank. Ach, danke, Selma. Du, ist ja eigentlich noch ein bisschen zu früh, ne? Omi meint, weil sie ja erst nächsten Mittwoch Geburtstag hat. Ihren 80. sogar. Aber das weiß ich doch. Kriegt sie eben noch einen. Och, Selma, wenn du dich schon wieder in Unkosten stürzen willst, nimm mal lieber einen lütten Karton mit Seife, ne? Naja, der riecht ja auch und man hat länger was davon, An der großen Bleichen fahren die ersten Umzugswagen vor. Tausende Theaterrequisiten müssen umziehen. Es stapeln sich unendlich viele Kleinmöbel, die in den vergangenen Jahrzehnten für die Bühnenbilder des Theaters genutzt wurden. Moin, Christian. Hallo, Lars. Hallo, Lars. Sag mal, das ist ja übel, ne? Wie viele Möbelwagen sind schon weg? Ich glaub's gar nicht. Gestern hatten wir mit 2 LKWs 5 je Fuhren, ne? 3 Fuhren, also 6 Ladungen jetzt weg. Man hat das Gefühl, es ist eigentlich noch gar nichts Jetzt die richtig zweite raus. noch, wo wir haben alle Stuhlkeller weg. Ja, und die Sofas sind auch schon raus. Ne? Die Sofas sind auch schon raus. Ja. Jetzt kommen Kleinmöbel, Tische, Ja. Stühle. Und das Theatervermögen. Theatervermögen, aber ich glaube, das Ding ist abgeschlossen, das ist gut. Ja, außerdem war schon jemand hinten drin und hat schon ausgeräumt. Ah, Gott, das ist auch wieder nichts. Ich hab gedacht, die Schätze nehmen wir mit. Nee, toll. Das ist ja auch witzig hier, ne? Ja, hier haben wir auch einen schönen alten Bekannten, der immer wieder gerne von den Bühnenbildnern genommen wird. Den haben wir inzwischen extra schon auf Rollen gebaut, weil das wirklich noch ein gusseisernes Modell ist, damit er einigermaßen transportabel ist. Wenn der in Stücken mitspielt, die auch auf Tournee gehen, haben wir irgendwann extra mal das Unterwegspendant dafür gebaut, was man halt auch relativ entspannt alleine tragen kann. Sieht zwar nur so ähnlich aus, aber das ist zum Beispiel so ein Stück, was wir halt immer wieder hier aus dem Keller rauf und runter schleppen, während andere Sachen hier dann doch schon die 12 Jahre, die ich am Haus bin, hier unten im Keller verbracht haben. Ich glaube, hier stehen auch Sachen, die würden auseinanderfallen, wenn man sie bewegt. Die Wäschemangel da zum Beispiel, die steht da, glaube ich, seit ich hier bin. Die haben wir, glaube ich, noch nie hier hochgetragen. Da das neue Theater über deutlich weniger Stauraum verfügt, ziehen die größeren Ohnsorg-Möbel jetzt in ein externes Lager auf die Vettel. Ordentlich inventarisiert und übersichtlich wird hier alles in riesigen Regalen gestapelt. So lässt es sich schnell und unkompliziert für neue Produktionen nutzen. Aus jeder Epoche ist etwas dabei. Liebe plastische Freunde hier in Toda und am Bildschirm. Das unser Toda spielt Morabees. Für sech wie ein Dreivierteljahrhundert hat Fritz Davenhagen das Finkwader Fischer damals geschrieben und spielt worden ist das zum ersten Mal 1905. Aber wie spielt das Stück in Original Plattdeutsch? Das können wir nämlich auch. Und darum sag ich auch nicht viel Vergnügen oder viel Spaß. Nee, ich wünsche Sie hier in Toda unter Bildschirm einen schönen plattdeutschen Toda-Abend mit Morabees. Bist du beduan, Willem? Ich hab da Langmarkt, das ist keine Frau verdient. Keine Frau verdient? Worum bin ich ihm denn in Session auf West? Nicht einmal hätte er Street geben. Solange ich hier in Hus bin, heft der erste Kinder so lebt. Nicht ein ludes Wort ist voll. Mutter hätte den Street in Hus bräucht. Just so, als ich da den Verrut secht hef. Da wird die beiden noch gut. Ich bin ju hier zu viel. Ach, was, du seht kein Mensch was von. Ich hab da Langmarkt, aber ich konnte nicht glauben, dass Hugo sie in eigen Mutter auf das Stroh senden mochte. Hugo hätt hier nimm's gut zu schmieden und set auch nimm's auf das Stroh. Ach, dann scheint mir hier wieder anbetteln. Fragen, was die Frau mir auch noch liegen will. Hey, du hast kein Glück mit. Ich kann mich noch Sülm ernähren. Ich kann noch arbeiten. Ich will auch noch arbeiten. Wenn ich wie Analytiker kann ich sogar noch Geld verdienen. Ja, dann geh doch hin,
Lüd, was quackst hier denn rum? Hugo, nu tau mich eingefangen und schwieg still. Mutter bleibt hier. Ich blieb nicht hier. Ich lob mich hier tribulieren und utunzen. Das hab ich so grad nicht nötig. Wir haben ja sehr viele ernste Sachen auch gespielt. Mutter Mews zum Beispiel, das ist etwas ganz Ernstes. Und das kann man im Hochdeutschen gar nicht so ausdrücken, wie im Plattdeutschen. Im Plattdeutsch hat mehr Ausdruckskraft. Da erscheint mir das Hochdeutsche oft so ein bisschen gestelzt. Du steigst noch lange nicht auf der Liste. Nee. Die Dübel, das ist ein Egoist, die deitert nicht für eine Handvoll Metten. Sag, was du haben wollt dafür, sonst deine kriegst die vor der Tür. Ich will, ob Ehren die ganz Todensten wählen, ob die einen Wink nicht sloppen und nicht rauen. Wenn wir uns günstig Wetter sehen, schaffst du für mich das selbe tun. Das günstig schall von doch mich noch nicht plagen. Hef ich mich hier nicht zu beklagen. Von Anna snackt wie morgen mehr. Bringst du das Kunststück mal zu wegen? Mit glatte Lögen, Smären und Klein. Den Kopf so dicht, mich zu verdreien, dass ich mich Sülm gefallen mach, ist das für mich der letzte Tag, das sag ich tau. David Schallgeld. Schlag ob Schlag. Die Sprache ist natürlich das, was uns ausmacht. Dafür bekommen wir auch unsere Subvention, dass wir diese Sprache fördern und erhalten. Dann ist das Besondere, denke ich, dass wir im norddeutschen Raum spielen, dass wir dadurch auch Themen haben, die hierher passen, in unsere Ecke. Und dass wir sie emotional spielen, dass wir oft moralische Stücke haben, in denen die Menschen sich wiederfinden, wo sie mitfiebern können und wo sie auch ihre Kommentare von unten nach oben hochschießen und wir oftmals heitere Sachen erleben, weil denen einfach so etwas aus dem Herzen herausrutscht, wenn sie etwas sehen. Und ich glaube, das macht uns aus. Das ist eben auch Volkstheater. Nicht so geizig, gieß noch ein bisschen zu. Das Glas ist voll. Du schenkst mir jeden Tag weniger ein. Meinst du eigentlich, ich merk das nicht? Wir haben abgemacht, ich krieg ein volles Glas Köhm. Voll. Verstehst du? Sonst setze ich mich morgen nicht wieder in die Badewanne. Ich kann dir das Glas doch nicht bis oben hin voll gießen. Warum denn nicht? Abgemacht ist abgemacht. Für jedes Mal baden ein volles Glas Köhm. Ich wasche mich ja auch nicht bloß bis hier, ne? Wenn sie so Rappelschnucken spielt, dann ist sie das, 100%ig. Und jeder denkt, das ist sie zu Hause auch. Das ist sie eben nicht. Das ist eine Figur, die sie darstellt. Aber sie hat das natürlich alles in sich. Gottchen. Du siehst ja ganz angegriffen aus. Oh, nee, tu ich dann. Mein Lieber. Ich bin nicht dein lieber Heiko. Ja, ich kann mir ja denken, dass ich nur in diesem Zustand nicht gerade zum Anbeißen aussehe, nicht? Aber wart man ab, ich mach mich glatt und schier. Und er sollst du andere Augen machen. Und nachher sprechen wir uns wieder, mein lieber Joiki. Mir fällt eigentlich immer wieder auf, dass es so die Frauen sind, die den Männer an der Nase herumführen oder so ein kleines bisschen das Heft in die Hand nehmen und die Zügel festhalten und nicht loslassen wollen. Ich habe ihn immer gern gehabt. Er tat mir auch leid. Aber auf irgendeine Weise musste ich ihn loswerden. Und Sie habe ich auch sehr gern, Frau Pieper. Und Sie tun mir ja auch so leid. Aber leider muss ich Sie nun auch loswerden. Das müssen Sie verstehen, ja? Krieg ich mal keinen Schreck. Aber da im Schrank sitzt der Kommissar, der hat jedes Wort mit angehört. Das können Sie mir nicht erzählen, Frau Pieper. Komm doch raus, oh Gott, mein Ein Unsorgschwank par excellence. Als Ensuite-Theater, in dem eine Produktion gezeigt wird, bis sie abgespielt ist und die nächste folgt, muss die Qualität der Stücke immer gleichbleibend hoch sein. Da wird sich auch die neue, größere Bühne erstmal bewähren müssen. Also hier kann man sich schon vorstellen, wie die Leute nachher im ersten Rang sitzen, Reihe 1, und einen wunderbaren Blick haben. Ich glaube, das wären die Traumplätze des neuen Theaters.
Und wir merken auch die Höhe des Theaters. Es ist ja nicht diese, sondern es liegt etwa noch mal einen Meter höher, dass der Raum wirklich auch an Kraft gewinnt. Ja, so langsam. Ja, wird's ein Theater. So langsam wird's ein Theater, ja genau. Die Drehbühne für schnelle Szenenwechsel ist bereits fest installiert. Jetzt folgt der Bühnenboden. Also insgesamt brauchen wir für den gesamten Bühnenboden ungefähr 3 Wochen. Das heißt ungefähr eine Woche für die Unterkonstruktion, dann die Ausrichtung ist mit dabei und dann kommen ja sowas wie Nut- und Federbretter, die man ja vom Haushalt her ja kennt, die man überall kaufen kann, in 45 mm Stärke ein Oregon-Boden drauf, der komplett als Bühnenboden, als Nutzboden dann hier verlegt wird. In den öffentlichen Bereichen wird ein hochwertiger Terrazzo-Boden ausgegossen und mit Sorgfalt gleichmäßig verteilt, damit das Publikum der Zukunft sicheren Schrittes zu den Aufführungen gelangt. So ist's recht. Kommt rein. Zu einem typischen Ohnsorg-Stück gehören eigentlich 2 Fischerjungs, eine Kulisse, die so ein bisschen aussieht, als wäre gerade das Hochwasser vorbei gewesen, Grog und eigentlich immer Jürgen Poch und Jochen Schenk. Also ich bin gar nicht so ein Heidi Kabel-Typ. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das liegt vielleicht daran, weil in der Zeit, als ich das Ohnsorg-Theater im Fernsehen geguckt habe, waren eben diese Stücke mit Jürgen Poch und mit Jochen Schenk, mit Heidi Mahler aktuell. Hände vorzeigen. Na los. Gut so. Guten Appetit. Danke. Danke. Ist das Milchsuppe? Nee, Rahmsuppe. Oh, die riecht aber gut. Und die schmeckt, was hast du klar? Erst muss ich wissen, ist die teurer als Milchsuppe? Aber warum denn? Wir kaufen den Rahmen doch nicht. Der kommt aus unserer eigenen Landwirtschaft. Schmeckt wie Zucker auf Tipp. Das Theater soll ja soll dich zum Nachdenken anregen, es soll dich zum Lachen bringen, es soll dich aber auch zum Weinen bringen, es soll dich trösten. Und das machen wir alles. Du sollst aktuelle Themen ansprechen, auch wenn sie vielleicht mal ein bisschen verpackt sind. Und du sollst den Leuten eigentlich einen guten Theaterabend liefern. Ich denke, das machen wir. Ich kann ja eigentlich nur Danke sagen. Darf ich die mal weglegen? Ja. Die machen so Flecken, wissen Sie? Wissen Sie, ich kann ja nur Danke sagen. Ich kam hierher in ein gutes Ensemble und wir haben eigentlich immer nur Ensemble gehabt. Stellen Sie sich vor, ich bin allein hier auf der Bühne. Kann man doch überhaupt nicht anfangen. Man kann nur mit einem guten Zusammenspiel, mit einem guten Ensemble auch wirklich gut sein. Dafür danke ich euch. Die Bürgermeister kommen und gehen, unsere Heidi bleibt bestehen. Manda Voss, Wart 106, ist ein Stück, wo ich sage, ich bin wirklich sehr glücklich und sehr stolz darauf, dass ich in dem Stück mit Frau Kabe gespielt habe. Weil es war ein Stück, wo sie Seiten von sich gezeigt hat, die einfach die große Schauspielerin immer wieder aufleuchten ließen, die sie
war, wo sie auch nicht die gleiche Art gespielt hat, wie sie sonst hier auf der Bühne präsentiert wurde. Großmutter, nun sei doch vernünftig. Du willst doch wohl nicht allen fremden Leuten erzählen, was du getan hast. Ja, warum denn nicht? Da habe ich doch das beste Publikum. Du bist vielleicht noch stolz auf dein Lotterleben, Ja, denn gerade dieses Lotterleben hat mich jung gehalten. Und wenn ihr euch aufgespielt habt, habe ich immer nur gedacht, kakelt ihr Mann rum, ihr stammt ja doch nicht vom gleichen Hahn. Soll das heißen? Du willst doch nicht sagen, dass wir nicht alle von unserem Großvater Elmar Von abstammen? meinen 5 Söhnen sind 4 nicht von ihm. Tolle Rollen, tolle Charaktere, ein ganz wunderschönes Stück. Und da war meine engste Zusammenarbeit mit Heidi Kabel, die diese 106-Jährige mit einer solchen Weisheit und mit einer unglaublichen Grandezza spielte, dass ich als relativ junge Schauspielerin damals immer nur gedacht habe, wow, was für eine tolle Frau. Großmutter, soll ich dir jetzt das Tuch holen? Nein, du sollst mir jetzt sagen, ob er gekommen ist oder nicht. Wer? Nun, tü nicht so rum. Ich weiß das doch von Hans selbst. Aber er ist nicht gekommen. Das gibt das doch nicht. Du hast doch auf ihn gewartet, Mary Lou. Du sagst Mary Lou, Großmutter. Ja, er nennt dich doch so. Das hat er dir erzählt. Ja, und dass er dich lieb hat und dass er dich mitnehmen will. Aber das geht nicht. Onkel Albert hat doch auch schon ein Brautkleid für mich bestellt. Brautkleid. Du brauchst doch kein Brautkleid. Was du brauchst, das ist ein Koffer. Hast du einen Koffer, Mary Lou? Ich habe noch die große alte Tasche von Mutter. Na schön, da packst ein paar Schuhe rein, ein Kleid und ein bisschen Unterwäsche. Nachthemd brauchst du nicht. Da hat unser Intendant eine gute Hand. Der hat so guten Nachwuchs. Und das ist so wichtig, dass man wirklich Nachwuchs hat, der A, Plattdeutsch kann und B, auch für die Art Rollen geschaffen ist. Und das ist so schwer und dafür hat er eine gute Hand. Und so hat es das Theater geschafft, sich auch in einer Zeit nach der großen Heidi Kabel mit neuen Talenten als erfolgreiche plattdeutsche Bühne durchzusetzen. Waschlappen, diese Männer. Tun, als haben sie die Potenz mit Löffeln gefressen. Aber wenn das regnet, dann haben sie Angst, sie könnten sich nassen. Aber nasse Füße wohl. Aber so viel steht fest. Wenn ich das nötige Startkapital zusammen habe, dann mach ich einen Hundesalon auf. Und dann können die Kerle mich kreuzweise. Ach, Uschi. Ach, ist doch wahr, Pauline. Mit den Kerls bin ich fertig, ein für alle Mal. Und ob ich in meinem Hundesalon Rüden annehme, das muss ich mir noch mal stellen. Die erste Premiere fürs neue Haus wird noch im Alten geprobt. In Sommernachtstraum, der Sommernachtstraum von Shakespeare. Regie führt der Waliser Michael Bogdanov, der lange Jahre in Hamburg Chef des Schauspielhauses war. Ein Novum für das Ensemble. Unsorg-Intendant Christian Seeler ist schon jetzt bannig stolz auf die bevorstehende Produktion. Da habt ihr richtig was vor und ich habe nach dem Lesen gedacht, Gott sei Dank bin ich kein Schauspieler und muss das nicht lernen. Glück gehabt. Aber ihr werdet das schaffen. Also, ein ganz besonders dickes Toi Toi Toi. Ich drücke jedem von euch die Daumen, dass alles klappt, wie wir uns das vorstellen und dass wir gemeinsam einen wirklichen Sommernachtstraum erleben werden. Also, Toi Toi Toi. Und mein gnädig Fürst und Düssemann, die hätt nur das Hart verhext. Lysander, du hast Riemels verschrieben, hast heimlich Leifs geschenken mit der Tusch. Du hast wie Mondschein für finster Sungen mit fremde Stimme in Leid von Lorgen Leif, hast stohlen dat Bild, dat in den Kopf sie hatten. Wat mehr als all de Dikto noch bedüht, mi hätt se Leif uns schöne Hermia. Wo so scheu ich nicht ob min Recht bestohn. Demetrius, ich sech ihm in Gesicht.
Het Helen, nee, das dir in den Kopf verdreht und wunn ihr hart. Und sie ist narsch noch unbannig narsch. Na düssen falschen Gott, na düssen fladrig Slöpendriever. Das Ohnsorg-Theater ist ein Haus mit vielen verschiedenen Gesichtern. Auf der einen Seite, neben den Komödien, gibt es ja immer wieder ernste Stoffe. Wir sehen jetzt beim Sommernachtstraum auch eine ganz neue Herangehensweise an die Arbeit. Michael Bogdanow hat viel Wert darauf gelegt, den theoretischen Background der Figuren zu erarbeiten, den Schauspielern klarzumachen, was für Situationen sie eigentlich spielen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die pralle Komödie, den Schwank, das Lustspiel, ein Paradebeispiel dafür, die unvergessene Hilde Six, der unvergessene Jens Scheiblich in Dinner for One, einer Szene aus Morgen ward alles anders, die beide so richtig schön auf den Putz hauen und das Publikum kreischt und amüsiert sich. Das sind einfach ganz, ganz wunderbare Momente. Was gibt's denn Schönes? Ach, lecker. Fisch. Karpfenblau mit Beilagen. Na denn. Mittelstück oder Schrabanz? Stert. Das hat man ja nur x-mal selbst gesehen, nicht? Immer Silvester. Ja, nun wurde es eingebaut in unser Stück. Ja, was sollte ich machen? Wir haben ja den Tisch gedeckt gehabt und ich hatte diese Perücke auch von der Ollen da und auch so dieses Bäffchen und so, was die so anhatte da. Und da war auch der Tiger da oder ein Löwe, der Löwenkopf, wo er immer überstolperte. Ja, es war eigenartig, aber es war interessant, aber witzig. Ne? Auf weg, dann schied Oma, sag ich hier. Prost hier, also. Vor Wasser drin. Aber sag mal im Ernst, war das eine schöne Feier mit uns beiden? Mit dir feiere ich doch am liebsten, Mutter. Ja. So. Dann sage ich vielen Dank für Speis und Trank. Ja, gar nicht viel. Jetzt hau ich mich aufs Ohr, dass ich um 12 ordentlich fit bin. Ja. Oh, willst dich ein bisschen hinlegen, nicht, Mutter? Ja. Ja. Oh, by the way, the same procedure as last year. Sei mal nicht bange, du musst nicht mit. Wir versuchen ja eigentlich in den letzten Jahren so dieses typische Ohnsorg-Stück sehr weit zu fassen, dass man gar nicht mehr sagen kann, das ist typisch Ohnsorg, weil Ohnsorg einfach ein Synonym auch ist für gutes Theater, für Theater, das man versteht und an dem man Spaß hat oder aus dem man was mitnimmt. Mein Vormund besteht darauf, dass ich Kaufmann bleibe. Oh, schöne Geschichte. Zwar nicht mehr ganz neu, aber gut zu gebrauchen. Ja, und ich lasse es so scheinen, als täte ich, was Herr Schöner will. Ich habe meine Stelle in der Bank behalten, aber in meiner freien Zeit, da habe ich mit einer weinenden Anne die großen Klassiker gelesen. Ja, Goethe, Schiller, Grimbart, Zerkneist, Nessen. Wunderbar. Ja, nur mal weiter. Mit einer Weine nehme ich auch dramatischen Unterricht. Ne? Im Augenblick studiere ich gerade den Romeo. Oh. Aus Romeo. Und Julian. Oh, das ist eine Tonnenrunde. Kuckuck, die Die letzte öffentliche Aktion an den Großen Bleichen findet genau 7 Wochen vor der Eröffnung des neuen Hauses statt. Flohmarkt. Viele beim Aufräumen und Ausmisten angefallene Theaterrequisiten, aufgezogene Fotos der Erfolgsproduktionen vergangener Jahrzehnte und Kostüme werden als Souvenirs der zu Ende gehenden Ära verkauft. Auch hier einmal Mutter Courage, auch nochmal mit der alten Stammer. 2 € bitte. Wir kennen das ja vom Tag der offenen Tür schon und wir wissen ja, wie unser Publikum uns liebt im Ohnsorg. Und das ist natürlich toll, wenn man das an solchen Tagen sieht dann auch. Krönender Abschluss ist dann die Auktion, bei der besonders schöne und wertvolle Stücke unter den Hammer kommen. Das ehemalige Parkett des Theaters eignet sich ausgezeichnet als Auktionshaus. Jetzt kommt aus Tratsch im Treppenhaus eine Original-Kittelschürze und wer hat sie getragen? Heidi Kabel.
Und hier steht Anfangsgebot 10 €. Das kann ich ja gar nicht glauben. Also, das ist ein Originalstück aus unserem Fundus. Gewaschen, natürlich gewaschen, gebügelt aus dem Kostümfundus, Wolfgang. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss hier mal ein Sichtfenster haben. Ihr müsst ein bisschen zur Seite gehen, bitte. So, wenn das möglich ist. 10 € sind geboten worden, 10 €, 20 €, 20 €, 30 €, 30 €, 40, 40, 50, 60 €, 70 €, 80 €, 80 €, 90, 90, 90, 110, 120, 120, 130, 130, 130, 130, 140, natürlich 150, 160, ich bin wie 160. Was ist da los? Ja, 170, genau das wollte ich hören heute. 180, 180, 180 zum ersten, 180, keiner mehr zum zweiten und 180. Und verkauft an Sie, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Sind Sie großer Heidi Kabel-Fan? Verehrer, ja. Nicht nur von Heidi Kabel, auch vom Ohnsorg-Theater. Ich finde das ein sehr schönes Theater. Ein bisschen mit Wehmut, dass es hier aus der Innenstadt verschwindet. Aber ich freue mich auf die Zeit in St. Georg. Und da ist er, der Kittel, der Theatergeschichte gemacht hat. Das Vermächtnis dieser beiden wird das Ohnsorg-Theater auch nach seinem Umzug begleiten. So, Herr Brummer, Treppe ist fertig. Brauchen Sie sich doch die Quakerei von ihr nicht mehr anzuhören, nicht? Das ist aber nett von Ihnen. Ach, das habe ich ja gern getan. Ja, was bin ich Ihnen schuldig? Ach, Herr Brummer, sollen Sie doch nicht für bezahlen. Nee. Na ja, ich meine, damit Sie sich mir gegenüber nicht verpflichtet fühlen, geben Sie mir 5 Mark, ist der Traum aus der Welt. Ja. Danke, Herr Brummer, ich meine, nötig getan hätte es ja nicht. Mitte August. Der Neubau im Biberhaus ist fast fertiggestellt. Noch exakt 2 Wochen bis zur Premiere. Sorgfältig wird außen eingeräumt, um alles für den Spielbetrieb rechtzeitig an Ort und Stelle zu haben. Jedes Stück braucht einen neuen Platz. Auf der Bühne letzte Arbeiten, im Saal alle Sitzreihen fest montiert. Viele Stühle haben prominente Hamburger Paten, die das neue Ohnsorg-Theater unterstützen. Intendant Seeler wirkt ruhig und gelassen. Bei aller Anspannung kurz vor der Eröffnung des Hauses mit Shakespeare au Platt. Der Sommernachtstraum ist in doppelter Hinsicht das richtige Stück zur Eröffnung des neuen Ohnsorg-Theaters. Auf der einen Seite ist es ein wunderbares poetisches Werk von Shakespeare mit Elfen, mit Liebe, mit den schönsten Szenen und komödiantischen Momenten. Auf der anderen Seite ist auch die Eröffnung des Theaters ein Sommernachtstraum, die in einer Sommernacht im August stattfindet und für uns wirklich einen Traum bedeutet, nach 75 Jahren jetzt den neuen Standort zu beziehen und neue Perspektiven für das Ohnsorg-Theater zu eröffnen. Und ich wünsche mir, dass viele, viele Leute mitkommen, diese Reise mit uns machen und den Sommernachtstraum hier im Ohnsorg-Theater genießen. Und auch, also, die Stiefel. Noch etwas steif steht das Ensemble auf der großen Bühne. Alles anders, alles neu. Bedenkt man, wer der Neemon ist. Das jüste Dach, an dem min lebst und ich uns ewig bunt zusammen smeden dort. Was ist min lebst? Mit In Sommernachtstrom wird die Bühne einen spannenden und mutigen Auftakt erleben. Dieser Neubeginn nach knapp 110 Jahren Ohnsorg-Theater ist eine große Chance. Und schon jetzt weht eine frische Brise durch das neue Haus. Heidi Kabel wäre begeistert. Teichlich, do dient Licht. Steck fix an, den Mond, dat Licht. Mond, du muckst de Nacht so nicht. Bringst min Antwort so in Sicht.